Servus Bananen, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Der Mythenonkel ist wieder da. Heute geht es um die Rauhnächte, um die wilde Jagd, um Frau Holle und auf keinen Fall Wäsche aufhängen. Darum geht es heute. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr heute von mir hier in meinem mystischen Samstag-Video. Dann gibt es im Anschluss wieder ein bisschen was von meinem Bandprojekt. Ihr seht, es ist immer noch nicht abgebaut. Ihr findet es auf Bandcamp, da könnt ihr es runterladen. Im Anschluss kommt das Video und auf Spotify gibt es den Song auch bald mit dem spannenden Namen Wilde Jagd. Wie soll es auch sonst sein? Ja, ich glaube, wir legen einfach mal Vollgas los. Die wilde Jagd, wenn in Bayern alle den Atem anhalten, wenn die Nächte lang und frostig werden, wenn Nebel über Wälder und Seen kriecht und alles so ein bisschen unruhig wird, da beginnt im alten Volksglauben um die Zeit, um Weihnachten herum, die Zeit der Rauhnächte und der wilden Jagd. Es ist die Verkörperung des Unheimlichen, Unerklärlichen, der Momente, in denen Menschen spurlos verschwunden sind. Besonders in Bayern und im Alpenvorland hält sich da die Furcht und die wird geleitet durch verschiedene Tabus und Warnungen. Und da ist man dann sehr vorsichtig, wenn es um diese Rauhnächte geht. Tja, wer reitet mit? Das Gefolge der wilden Jagd. Ihr wisst ja, die wilde Jagd, es ist kein einzelner Geist, sondern es ist ein Zug von Erscheinungen, deren Zusammensetzung sich je nach Region und Überlieferung natürlich so ein bisschen ändert. Meistens ist es so, dass der Anführer ist Wodan oder Odin. Und manchmal ist es auch, so in Bayern zum Beispiel, eher die Perchta oder die Frau Holle. Ja, nicht die kissenschüttelnde, nette alte Omi, sondern die wilde weiße Frau, eine Herrscherin über Leben und Tod. Mancherorts führt auch der Teufel oder ein verfluchter Jäger die wilde Jagd an. Die wilde Geit, wie man in Bayern auch sagt. Tote Seelen, die ohne christliches Begräbnis in die Erde gebracht worden sind oder starben ohne zu beichten oder verfluchte Seelen von Selbstmördern oder Gefallenen. Ja, all die mussten sich der wilden Jagd anschließen in Bayern. Kinderseelen. Manche Erzählungen hört man, dass es heißt, man hört im Wind kleine Kinder weinen. Klar, wenn die noch nicht getauft sind, dann müssen sie natürlich auch mit der wilden Jagd mitziehen, weil die Seele einfach keine Ruhe findet. Hunde, Dämonentiere, schwarze Hähne mit feurigen Augen, manchmal Riesenraben, große, gefährliche Wölfe und ähnliches. Alles, was ihr euch so vorstellen könnt, das zieht mit der wilden Jagd übers Land und nimmt alles mit, was sich nicht an die Regeln hält. Zum Beispiel Wäsche aufhängen, ich habe es ja schon gesagt. Und ich glaube, ich habe auch schon gesagt, da oben ist ein Video von mir verlinkt. Eine Geschichte, die ich schon mal über die wilde Jagd erzählt habe. Auch super spannend. Schaut's mal rein. Ja, Ziegen, Gockel, all das Gefolge und Zeugs begleitet die wilde Jagd. Der wilde Mann, eine archaische Naturgestalt, halb Mensch, halb Tier, halb Dämon, Symbol des Ungezähmten, der ist auch mit dabei. Und natürlich, wenn man nicht vergessen darf, auch eine Geschichte für sich selbst. Vielleicht gibt es da auch nochmal eine extra Story dazu. König Watzmann und sein Heer. Der Watzmann bei Berchtesgaden ist eine der bekanntesten Legenden der Alpen. Der grausame König Watzmann, der wurde mitsamt seiner Familie bestraft und wurde dann zu Stein. Und das sieht man heute noch in dem Bergmassiv Watzmann, sieht man die gesamte König Watzmann-Familie. Spannende, mystische Geschichte da auch dahinter. Ja, aber ihr wisst ja, so wie es immer ist, die Sage, die endet nicht im Fels. Denn der König Watzmann, der soll angeblich in stürmischen Nächten als Anführer des Geisterheers umhergehen und als eine der Gestalten der wilden Jagd dann natürlich mitziehen. Besonders am Königssee im Berchtesgadener Land erzählt man sich, dass der Watzmann mit Hunden und Rössern jagt. Damit verschmilzt auch er mit diesem alten Motiv der verfluchten Jäger, die keine Ruhe finden und so mit der wilden Jagd umherziehen müssen und unschuldige Seelen
oder Ungetaufte oder Leute, die sich nicht belehren lassen, dass man in den Rauhnächten runterfährt, Ruhe gibt und nichts macht, worin sich die wilde Jagd verfangen kann. Ja, so zieht halt die wilde Jagd eine Mischung aus Götterzug und Totengefolge umher. Tierscharen laut heulend, klirrend, eine chaotische Prozession, die durch die Nacht zieht. Das ist die wilde Jagd in Bayern. Ja, 12 Rauhnächte sind's. Die Nächte zwischen dem 25. Dezember bis zum 6. Januar sind der Schlüssel zur wilden Jagd. Entstanden ist diese ganze Sache aus einem Kalenderkonflikt. Wie kam es dazu? Das alte Mondjahr, das hatte 354 Tage und das Sonnenjahr hatte 365. Und zwischen diesen beiden klafft eine Lücke von 12 Nächten. Und diese Nächte, die gehören halt einfach nicht dazu. Und man hielt sie für zeitlos und außerhalb der Ordnung. In diesen Nächten, das war der Glaube, war halt der Schleier zur Anderswelt ziemlich dünn. Und die Toten konnten in dieser Zeit zurückkehren und die Dämonen zogen umher und die wilde Jagd war halt einfach unterwegs. Und darum gilt diese Zeit halt als extrem unheimlich. Jede Nacht von diesen 12 Nächten steht für einen Monat des darauffolgenden Jahres. Und alles, was in dieser Nacht passiert, ist praktisch taktgebend für das, was dir dann in diesem Monat, der dieser Nacht zugehörig ist, im nächsten Jahr mit dir passieren wird. Das Wetter, Träume, Erlebnisse, irgendwelche Zeichen, die passieren, das wird dann übertragen auf die nächsten 12 Monate. Praktisch jedes Omen in der Nacht sagt dir den nächsten Monat voraus. Haus, Vieh, Menschen, alle mussten es durch Rituale hindurch, durch Räuchern, durch Schutzzauber. Und wer die Regeln der wilden Jagd missachtete, der riskierte halt Haus und Hof und auch sein Leben. Wäsche und Seile aufhängen. Darüber geht auch das Lied, was ihr dann im Anschluss hören werdet. So ein bisschen zu besseren Verständnis, wenn jemand überhaupt nichts mit der wilden Jagd und den Rauhnächten am Hut hat. Die Rauhnächte, die galten schon immer als gefährlich. Man tat halt einfach gut dran, dass man seinen Hausstand in Ordnung hielt und dass man alle Arbeit einfach nicht in diese Rauhnächte legte. Das heißt, wenn man bis Sonnenuntergang nicht fertig war, dann sollte man ruhen. Es war eine Rückbesinnung, es war eine Ruhezeit, es war einfach im Winter runterfahren und genau reflektieren, was ist passiert und was möchte ich, was im nächsten Jahr passiert. Es ist auch eine sehr meditative Zeit gewesen für die Leute. Ordnung schaffen, alles soll stillstehen, symbolisch steht die Wäsche zusammengelegt, bis die Sonne untergeht und dann Ruhe geben. Warum? Weil die wilde Jagd sich in diesen Seilen und in diesen Wäschebettlaken verfangen könnte und diese Bettlaken wie ein Totentuch dann praktisch im Wind weht und das bedeutet dann größtes Unglück, Todesfall in der Familie, ganz schlimme Zeiten für die nächsten Monate. Ja, Totentücher locken die Geister an. Wen wundert's? Und es ging so weit, dass selbst ein falsches Wort, eine respektlose Geste, ein Lachen zur falschen Zeit oder eine Missachtung der Regeln, eine Einladung für die wilde Jagd war, dass man gepackt wird und einfach mitgerissen und Teil der wilden Jagd geworden ist. Verschwunden, nie wieder gefunden, ganze Dörfer vernichtet. Die wilde Jagd, ein richtig mystisches, wildes Wesen, ein Geisterzug, der einfach alles mitgerissen hat, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Ja, ihr wisst jetzt einige Sachen, wie man die wilde Jagd auf sich zieht, aber da gibt es noch mehr. Nächtliches Herumziehen in den Rauhnächten, besonders alleine. Musizieren oder lautes Pfeifen in der Nacht konnte die Aufmerksamkeit des Geisterheeres auf einen ziehen. Spinnen, Weben, Wäsche aufhängen. Alles, was an Arbeit mit Schnüren und so weiter zu tun hatte, war natürlich verboten in der Nacht. Oder ist es immer noch? Ein Sakrileg gegen Frau Holle oder die Perchta konnte natürlich auch das Gefolge der wilden Jagd auf sich lenken oder auf seinen Hof
oder auf sein Vieh. Wer zu lange nach oben starrte, da hatten die Leute auch Angst davor. Der riskierte auch zu erblinden oder von der wilden Jagd mitgerissen zu werden. Der einzige Schutz gegen die wilde Jagd, wenn es zu spät war und man noch draußen war, war sich flach auf den Boden werfen, totspielen und hoffen, dass die wilde Jagd an einem vorbeizieht. Die wilde Jagd durfte halt einfach nicht merken, dass man noch unter den Lebenden weilt. Jetzt kommen wir mal zu ein paar geschichtlichen Sachen, ein paar Fälle, die niedergeschrieben worden sind von der königlich bayerischen Gendarmerie. Und ob man jetzt den Geschichten glaubt oder das als Sage oder Volksmärchen abtut, das muss dann jeder selber wissen. Aber in Bayern finden sich zahlreiche Berichte über Menschen, die in den Rauhnächten spurlos verschwunden sind. Ja, die vermissten Fälle, die muss ich euch natürlich jetzt vorlesen, weil ich mir das natürlich nicht alles gemerkt habe. Habe ich mir hier wieder mein kleines Helferlein geholt. Kriegt ihr das jetzt genau so, wie es niedergeschrieben worden ist. Genau hier, Fall 1, vermisster Müllergeselle, Chiemgau, 19. Jahrhundert. Datum, Uhrzeit, Nacht vom 28. auf 29. Dezember um 12:30, Ort Waldweg bei Übersee am Chiemsee. Person 22-jähriger Müllergeselle. Vorgang, Heimkehr vom Fest, Sturm, Geräusche von Hufen und Hunden. Fund, 12 Kilometer entfernt, Kleidung zerfetzt, Haare ergraut. Aussage, Reiter in der Luft, Frauen mit wehenden Haaren, ein Mann mit brennenden Augen. Folgen, dauerhafte Panikzustände, nie wieder nächtlicher Ausgang. Fall 2, entführter Fischer Bodensee, frühes 18. Jahrhundert. Datum, Uhrzeit, 5. Januar. Nach Mitternacht, Ort Lindau, nächtliche Ausfahrt. Person, 34-jähriger Fischer, Vorgang, Sturm, Hundegebell aus der Luft. Boot am Morgen leer, Segel zerrissen. Fund 2 Tage später am anderen Ufer, erschöpft und halbnackt. Die Aussage von ihm war, ein schwarzer Hund sprang ins Boot, dann rissen sie mich mit. Folgen, Fischer mied fortan den See, starb jung an Krankheit. Fall 3, Bauernmarkt, verschleppt Allgäu, späte Überlieferung. Datum, Uhrzeit, Nacht auf Dreikönig, circa 2 Uhr in der Früh. Ort Nähe, Lautrach, Allgäuer Wald. Kenne ich ausnahmsweise nicht. Person, 17-jährige Magd. Vorgang, Verschwinden, nur Schuhe zurückgelassen. Bauer hörte Hörner und Hufe. Fund 3 Tage später in der Scheune, apathisch. Aussage, alte Frau in Weiß, Kinderstimmen. Hunde, wir flogen durch die Luft. Die Folgen, Sprachstörungen, mied jede Nachtfahrt. Tja, heute würde man von Wetterstürzen, Unterkühlung oder psychischen Schocks sprechen. Doch in Jahrhunderten, als der Sturm und die Dunkelheit kaum erklärbar waren, galt nur eine Deutung damals und das war die wilde Jagd. Und auch heute, wenn wir heute elektrische Laternen, sprich Taschenlampen, GPS und so weiter haben, Polizeiberichte, ist es trotzdem so, dass so ein bisschen diese Mystik bleibt, denn jedes spurlose, verschwundene Gesicht, jede Leiche, die Monate später in den Bergen wieder auftaucht, ist dann doch irgendwie in den Alpen wie ein Echo aus jener alten Zeit. Wer weiß, vielleicht ist es nur Zufall oder vielleicht reitet sie immer noch in den Nächten zwischen den Jahren über Bayern hinweg. Zwischen Sage und Realität. Ja, Spätzeln. Das war so die Geschichte über die wilde Jagd, über die Rauhnächte und warum ihr in diesen Nächten zwischen den Jahren keine Wäsche waschen solltet. Und nachts auch gar nicht alleine als Magd durch die Gassen spazieren. Jetzt gibt's noch ein richtig schönes, brutales, bayerisches Metal-Volkslied für euch. Viel Spaß dabei. Kauft's kein Klump, dann müsst's weniger wegschmeißen. Pfiat's euch. Recht schnell mit viel Eile, denn
gefährlich die Seile. Ein Windstoß, ein Horn, ein Reiter packt mich, in Schnüren verfangen, ein glühender Stich. Vom Leichtsinn getrieben, noch jung war die Nacht, hat mich meine Wäsche zur Beute gemacht. Bedrohliches Heulen zerreißt die Nacht, Reiter aus Feuer ziehen in die Schlacht. Ketten aus Glut reißen mich fort, ein Fluch, ein Sturm, ein toter Ort. Gefangen, verdammt, es gibt kein Zurück. Die wilde Jagd zermartert mein Glück. Ein kurzer Blick ins alte Leben, dann muss ich mich den Reitern ergeben. Kein Licht in Sicht, den zornigen Jägern entkommst du nicht. Der Himmel brennt, mein Schrei verhallt, die Jagd ist ewig grausam und alt. Lang schon treib ich nun im Geist dazu, kein Ende, kein Halt, nur Qual, Lug und Trug. Gesichter verblassen, die Zeit zerbricht, mein Herz erstarrt im letzten Gericht. Gefangen, verdammt, es gibt kein Zurück. Die wilde Jagd zermartert mein Glück. Ein kurzer Blick ins alte Leben, dann muss ich mich wieder dem Höllenzug ergeben. Gestalten aus Knochen, Augen aus Glut, sie reißen Seelen, verschlingen Blut. Mein Klagen erstickt im wilden Heer, gefangen hier entkommt keiner mehr. Die Nacht verschlingt ein letztes Flehen, kein Sonnenstrahl wird mich mehr sehen.